Die Milli nickt. Diana geht dahinter und schon ist der Gusti parat, für auf den Putzplatz geführt zu werden. Noch den Strick unten einklinken, dann geht's los. Als Diana den Shetlandpony grossfett und so neben sich sieht laufen, entdeckt sie plötzlich einen gigantisch grossen braun-grünen Fleck an seiner Seite. Gusti, hätte das müssen sein. Ich weiss jetzt, was die ganze Zeit so gestunken hat. Ausgerechnet in einen Kuhblüter bist du gelegen. Da habe ich ewig, bis ich dich sauber bringe. Die Milli kann das Lachen nicht verklempen. Ja, der Gusti ist ein Künstler. Liegt noch in einem Dreck, er findet ihn sicher. Oh, du aber Diana, du weisst schon, für was dass sich Ross am Boden wallen. Das ist nämlich nicht nur für uns das Leben schwer zu machen. Klar, das ist wie wenn wir in der Badwanne mit der Bürste unseren Rücken schrubben. Nur Milli, ich liege also dazu reingeplüttert, nur dass das klar ist. Die beiden Modi haben immer viel zusammen zu besprechen. Natürlich alles rund um ihr Hobby, Ross. Die Milli hat vom Stallchef die Aufgabe bekommen, Diana die wichtigsten Handgriffe bei der Pferdepflege zu lehren. Und weil man für ungeübte Hände ein besonders ruhiges und liebes Tier braucht, ist der Gusti die beste Wahl. Neben ihm steht die neue Stute Brandy und wird von ihrer Besitzerin gerade gestriegelt. Ui, aber da geht's nicht so gesatzlich zu und her. Die Brandy lässt sich gar nicht gerne unten am Bauch putzen. Jedes Mal, wenn der Striegel der durchsauset, kleffelt sie mit den Zähnen. Psst, Milli, was hat Brandy? Könnte sein, dass sie nur kutzelig ist, aber ich weiss es nicht sicher. Vielleicht hat sie auch einen verkrampften Muskel oder eine Druckstelle vom Sattelgurt, die ihr wehtut. Aber es gibt echt viele Rosse, die kutzelig sind. Am besten hilft es, wenn man da mit der Bürste mit etwas mehr Druck arbeitet. Dann ist es viel angenehmer für sie. Dann bekommt der Gusti noch eine super Frise. Also wird die Mähne und der Schopf gestrahlt, bis alles glänzt. Bevor der Schweif wird in die Hüppel genommen. Da ist es wichtig, dass nicht nur zack zack drüber geflummert wird mit einer Bürste, sondern dass man Schübel für Schübel gründlich durchstrahlt. Stroh und Heu, die drinnen verfangen sind, werden mit den Fingern rausgeknüppelt. Im Fall gibt es den schönen Ärger mit dem Stallchef, wenn da nicht alles sauber draussen ist. Er sagt nämlich immer, ein dreckiger Schweif am Ross sagt nichts Gutes über einen Reiter drauf. Mit dem Huf auskratzen tut sich Diana noch schwer. Irgendwie steht sie am falschen Ort. Darum zeigt ihr die Milli noch einmal alles ganz genau.